Bad Benneck im Fichtelgebirge. Die Landschaftsgärtner Thomas Fober und sein Sohn Markus haben einen besonderen Baum dabei. Den wollen sie im Park, dem sogenannten Dendrologischen Garten, pflanzen. Das ist der schneeballblättrige Ahorn, der bei uns hier in Deutschland sehr selten ist. Er steht seit 2016 auf der roten Liste. Und man fühlt sich verbunden auch mit der Historie und mit dieser spannenden Historie von dieser Berganlage. Und bin da also mit Herz und Freude dabei und freue mich, dass ich das machen darf. Es ist sozusagen eine historische Nachpflanzung. Denn vor 150 Jahren stand hier in der Gartenanlage schon einmal ein schneeballblättriger Ahorn. Der Park ist eine Besonderheit, denn es sind die Bäume und Sträucher, die hier im Mittelpunkt stehen. Der wissenschaftliche Ausdruck dafür ist Dendrologie, daher hat der Park auch seinen Namen. Auf dem Gelände eines verlassenen Bergwerks begann der Fabrikbesitzer Wilhelm Rother aus der Oberpfalz Mitte des 19. Jahrhunderts seine Gehölzsammlung aus aller Welt anzulegen. Rother war einer der ersten Kurgäste von Bad Benneck und wollte einen Landschaftspark für alle schaffen. Dem Bad Bennecker Florian Fraß ist der Park ans Herz gewachsen. Der Geschichtsfreund hat das Lebenswerk von Wilhelm Rother erforscht. Der Rother war sehr angetan vom Kolonialgedanken. Es hat ihn schon immer fasziniert, das, was exotisch ist, was weit weg war. Und weil er das entsprechende Kleingeld hatte, konnte er viele Weltreisen unternehmen. Aber man muss natürlich bedenken, der Rother ist ja damals nicht mit dem Flugzeug um die Welt geflogen. Das waren lange Schiffsreisen, die über Wochen gingen. Und jetzt kann man sich leicht vorstellen, der konnte ja nicht 5, 6 Baumsetzlinge, die vielleicht 1,50 Meter hoch waren, da übers Schiff wochenlang transportieren. Die müssen gegossen werden, die brauchen Erde. Sondern er hat Samen mitgebracht. Und natürlich hat er nicht gewusst, geht der Samen hier auf oder geht er nicht auf. Wahrscheinlich hat er selber nicht mehr so viel miterlebt, weil Rother ist 1898 verstorben. Das heißt, er hat vielleicht gesehen, wie die Bäume da noch so groß waren. Aber spannend ist ja zu sehen, dass es doch zahlreiche Bäume gab, die aufgegangen sind und die jetzt schon seit über 100 Jahren hier stehen. Wir haben jetzt heute so um die 20 exotische Bäume in dem Park. Und ich muss sagen, das ist doch schon was. Sogar deutsche Rekordbäume wachsen im Park. Ja, das ist unsere Moltkelinde hier, unser wertvollster Baum im Park. 2017 kamen Vertreter von der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft hier in unsere Anlage und haben die Bäume vermessen, die interessanten Bäume, und haben festgestellt, dass diese Moltkelinde mit einem Stammumfang von 3,22 Meter die dickste Moltkelinde in ganz Deutschland ist. Hier haben wir die geschlitzblättrige Hainbuche, eine sehr seltene Buchenunterart. Ihren Namen verdankt sie diesem gezackten Blattrand, der so ein bisschen an eine Säge erinnert. Das ist die seltene Sawara-Scheinzypresse aus Japan. Das ist die Douglasie, der dickste Baum in dieser Anlage mit 3,50 Meter Stammumfang. Das ist ein Baum, der 1827 nach Europa kam, und zwar durch den Botaniker David Douglas, daher Douglasie. Und es ist forstwirtschaftlich ein sehr wertvoller Baum heutzutage, weil er borkenkäferresistent ist und auch sehr standfest. Und es ist eines der großen Prachtexemplare hier in unserer Anlage. Das hier ist der Riesenlebensbaum, der stammt von der amerikanischen Pazifikküste und ist bekannt für sein Rotholz. Und das Besondere ist, dass man aus seinem Holz unter anderem Klangkörper für Gitarren gewinnen kann. Und das ist die höchste orientalische Fichte Deutschlands mit 45 Meter Höhe. Die große Leidenschaft von Florian Fraß ist neben den Pflanzen die Fotografie. Also wenn die Vegetationsphase ist und schönes Wetter, bin ich hier ziemlich oft. Da bin ich teilweise bestimmt 2-mal die Woche hier. Es hat auch damit zu tun, dass hier das Abendlicht wunderbar reinfällt und dann hat man gutes Fotolicht. Also bin ich eigentlich schon ziemlich oft hier im Park. Alle paar Wochen im Sommer heißt es Wassermarsch. Die Gärtner des Parks bekommen dabei immer Unterstützung von der örtlichen Feuerwehr.
Aber wenn der Rhododendron blüht, ist das Bewässern eine richtige Herausforderung. Die Blütenpracht darf nicht zerstört werden. Eine Zeit lang wurde den Bäumen und Sträuchern des Parks von den Bad Berneckern wenig Beachtung geschenkt. Doch dank Leuten wie Florian Fraß wird das kleine Baumparadies wieder wertgeschätzt. Er liebt den Park. Mir ist der sehr ans Herz gewachsen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es auch ein bisschen Erinnerung, weil ich als Kind mit der Oma hier oft spazieren war. Und heutzutage muss ich sagen, weil ich ja jemand bin, der sich auch sehr für Pflanzen interessiert, weil es einfach ein Kleinod ist, wo ich mich bemühe, aus etwas, was wir schon haben, was Besonderes zu machen und es einfach zu fördern und auch bekannter zu machen.